Servus miteinander zu einem neuen Video. Wir seht wohl beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring. Da ich mir denkt, nehme ich mal ein bisschen was auf. Leider habe ich Depp. Das Wichtigste natürlich, wenn man sich denkt, man muss was aufnehmen, klar. Habe ich meine Kamera vergessen, jetzt habe ich alles mit dem Handy aufgenommen. Und ich muss es auch noch nachvertonen, weil da alles so scheiß laut war, dass man überhaupt nichts verstanden hat. Aber ich hoffe, das macht nichts. Und noch was, man wird mich in dem Video nicht sehen. Tut mir leid, wer jetzt extra auf das Video geklickt hat, weil er gemeint hat, man sieht mich da jetzt da. Aber müsst ihr mich verstehen, ich möchte jetzt nicht, dass da mein Gesicht irgendwo in YouTube umeinander geistert. Ich tue mir einen Gefallen und euch glaube ich auch, weil das möchte echt keiner sehen. Also wie sagt man immer so schön, Gesicht fürs Radio. Na, Spaß beiseite, aber ich hoffe, dass ihr das verstehen könnt. Aber wenn ihr unbedingt wissen müsst, wie ich ausschaue, weil ich habe schon so einen Haufen Kommentare gelesen, schaut auf Instagram, weil dort zeige ich mich, da ist mir das nämlich wurscht, aber auf YouTube bis jetzt nicht. Also wir haben ja nach Rheinland-Pfalz müssen, 6 Stunden Autofahrt, kennt ihr ja Dinger, ist ja der nächste Weg. Wir sind mal zu 5 im Auto drin gesessen, in einem Golf. Kennt ihr euch Dinger, wie viel Platz das da drin war? Also wenn du zu dritt hinten gesessen bist und du warst derjenige in der Mitte, du hast vor Haus auch schon Arschkartenson gehabt. Und ich war der wo in der Mitte gesessen ist, aber es war nicht so schlimm, weil ich habe fast die ganze Fahrt durchgeschlafen von dem her. Und als wir dann angekommen sind, habe ich gesehen, das war mir vor Haus schon klar, 24 Stunden Rennen. Es wird das gigantischste Sauf-Event werden, das es überhaupt gibt. Da war ein Campingplatz, da hat es ausgeschaut drin. Die anderen haben schon so ein Fassel aufgestellt, haben drin Feuer gemacht, Alter, die haben eingeheizt, gegrillt und was weiß ich. Ausgeschaut hat es der Bomben eingeschlagen. Am ersten Tag war saugutes Wetter, also natürlich das perfekte Wetter, um am Parkplatz in einem Fassel Feuer zu machen, aber da gibt es ja gar kein Verkehrswetter dafür. Aber bei uns hat es so 25 Grad gehabt. Daheim glaube ich hat es 30 gehabt, aber die 25 die haben gelangt, weil wir sind auf der Tribüne gesessen, in der prallen Sonne und ich habe dann auch schon einen leichten Sonnenbrand gewirkt. Hat es mir schon wieder gereicht. Aber dann nach dem guten ersten Eindruck, versteht schon, super Wetter, brennendes Fassel, was möchtest mehr. Da kam dann schon langsam die Ernüchterung, weil wir haben einen Durst gewirkt. Mein Cousin hat gesagt, ja, er holt sich jetzt ein Bier, habe ich gesagt, gut, nimmst mal eins mit. Da kommt der Zigeuner mit einem Bitburger daher. Habe ich gesagt, der Spätze, eigentlich wollte ich für ein Bier haben, gell? Ja, das Klump kannst du ja nicht saufen. Zum Glück hat es dann noch einen Stiegel gegeben. Das kann ich nur empfehlen, also das hat gar nicht schlecht geschmeckt. Haben wir saufen können. Aber da war dann der Moment, da hat man schon gemerkt, oh, den Rheinland-Pfalz, die Teufel, die sind schon am dran. Weil wenn man so ein Eventcenter, wenn man da davor noch Bitburger hinschreibt, dann weißt du schon, wo der Wind herweht. Anschließend haben wir dann noch ein bisschen was gegessen und sind dann ab ins Fahrerlager hinter. Und der Großteil hat da echt ein super Equipment gehabt, also wo ich durchgeschaut habe, hat alles super passt. Und bei einem Stand, ich weiß aber nicht, wo das war, da haben sie eine Wuchtmaschine gehabt. Ich sag's euch, das war so ein windiges Drum. Ich hab mir gedacht, da hat jede Hinterhofwerkstatt was Besseres. Wenn's mit dem Klump, die Reifen wucht's, mit denen die danach auf der Strecke fahren, dann mein lieber Gott, dann kannst du betten, dass keinen Unfall baut. Oh, Ford Focus, so ein Höllengerät. Ja, genau, Höllengerät. Die Nacht hat er zumindest nicht überlebt. Unsere Stunde vom Rennen circa, das war so um 2:30, haben dann die Leute auf die Strecken dürfen. Und ihr macht euch keinen Begriff, was das für ein Menschenanmarsch war. Da war wieder der Punkt, wo ich gemerkt habe, ich hasse Menschen. Es ist heiß, alle schwitzen, druckern sie an dir vorbei. Ich hab viel Teufel, hör mal auf. Ich glaube, die war gar nicht verkehrt, oder? Und als wir dann so auf der Tribüne gesessen sind, habe ich mal so nach links und rechts geschaut, welche Gestalten das da alles da sind. Aber da waren echt Leute dabei. Du hast da denkt mal, lieber Gott, wer hat denn die auslassen? Entweder ist einer mit einem Ganzkörperkondom umeinander gelaufen, der andere hat Lippenviralschleich gehabt. Aber der Schlimmste, das war der wo links neben mir gesessen ist. Da habe ich gleich mein Handy zücken müssen und das ganze Geschehen filmen, was anderes war mir gar nicht in den Sinn gekommen. Sitzt der einfach seelenruhig da und sauft da früh Kölsch aus der Dose. Ich denk mir, Mensch Mo, also saugst du die Luft von woanders oder was läuft bei dir falsch? Naja, aber es muss auch sicher eine Leute geben, sonst hätte ich jetzt nichts zum drüber reden. Am Abend, kurz bevor wir dann in die Unterkunft gefahren sind, haben wir gesagt, schauen wir noch mal kurz aufs Riesenrad auf, um ein paar Beutel machen, filmen wir noch mal auf die Strecken. Aber ganz ehrlich, das hätten wir uns eigentlich sparen können. Jetzt geht's aufwärts. Das war auch ein sicheres Drum-Klump.
Das ist bloß noch vom Rost zusammengehalten worden. Wenn du drin warst, hat's geracht und geschäbert. Gerade lustig war's. Also für mich nicht, weil ich hab Todesangst gehabt. Oh mei, ja, wir wackeln. Steht da, dass man wackeln darf? Also, das wird mir zu windig. Ja, hier haben wir das Klumpen wächst, Alter. Und als wir da am höchsten Punkt vom Riesenrad waren wollten, die Weiber natürlich ein Selfie machen. Und da habe ich auch so ins Film angefangen. Also da seht ihr jetzt einmal, wie charmant dass ich privat bin. Jetzt geht sie wieder abwärts. Jetzt du sollst herschauen, du Depp. Und dann sind wir schon langsam gefahren. Wir haben ungefähr noch 20 Minuten mit dem Auto bis zu unserer Unterkunft gebraucht. Wir haben da so bei 2 Engländern geschlafen, aber da frage ich mich auch, die haben kein Wort Deutsch können. Vermieten oder 2 Zimmer, aber können kein Deutsch nicht. Naja, mir war es wurscht. Zum Schlafen hat es gelangt und lieber das als Zetteln, weil nahtloser Übergang zu Tag 2. In der Nacht hat es so geschäbert, also dass ich wirklich, dass ich es runtergehauen haben, was gerade runtergegangen ist. Ich habe nichts davon mitgekriegt, ich habe geschlafen wie der Stor. Aber es soll wirklich gescheit duscht haben und da glaube ich, jetzt uns alles davon geschwappt am Campingplatz. Also war ich schon froh, dass wir ein gescheites Dach über dem Kopf gehabt haben. Und ja, zu Tag 2 gibt es dann nicht mehr viel zum Sagen. Wir sind dann nochmal auf die andere Tribüne umgegangen, haben das nochmal von einem anderen Blickwinkel angeschaut, beim Startziel drüben. Da hat es dann leicht genieselt und später hat es dann richtig zum Schütten angefangen. Dann ist das Rennen unterbrochen worden und dann haben wir gesagt, jetzt fahren wir, weil das Rennen wird eh nicht weitergehen und bevor wir dann lang im Stau stehen, das glaube ich war die richtige Entscheidung. So, das war's mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, sagt es mir durch eine Bewertung. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut's rein, Servus.